meine Freunde, herzlich willkommen zum Filmkritik-Kanal, zu einem neuen DVD-Check von mir für euch. Und ja, heute kommen wir zu einem, wie ich finde, einen super tollen Film. Also ich liebe diese Filme, überhaupt die ganze Reihe. Alle Filme liebe ich einfach. Und zwar Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2. Viel Spaß damit. Du musst immer auf dich aufpassen. Du musst mutig sein. Harry Potter. Du hast tapfer gekämpft. Komm zu mir heute Nacht und stell dich deinem Schicksal. Wir haben ihn am Leben gelassen, damit er im richtigen Moment sterben kann. Du musst ihn zu mir bringen. Finde raus, wo er ist. Wenn wir ihn finden, können wir ihn aufhalten. Am besten wir springen. Jetzt! Hogwarts ist in Gefahr. Besetzt sämtliche Zugänge, beschützt uns. Ich muss zurückkehren, oder Sir? Das ist ein Himmelfahrtskommando. Der Junge, der überlebt hat. Komm her und stirb. Erzählen Sie ihm, was in jener Nacht passiert ist. Wie Sie diesem Mann in die Augen sahen. Ihn, der Ihnen vertraut hat und ihn getötet haben. Ich wollte nie, dass einer von euch für mich stirbt. Seid immer in meiner Nähe. Wo du auch hingehst. Bis zum Ende. Komm schon, Tom. Beenden wir es so, wie wir es angefangen haben. Zusammen! Nur ich kann ewig leben. Ja, meine Freunde, ich habe mir genau diesen Film ausgesucht, weil ich einfach finde, das ist das beste Finale überhaupt. Also ich habe noch nie ein besseres Finale gesehen wie von Harry Potter. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wenn ihr das anders seht, aber ich finde das einfach mega geil, wie das alles jetzt aufgebuscht wird. Das ganze Finale, es ist durchgehend Spannung. Es ist nicht irgendwie mal sagen, wir sagen einfach mal in der Mitte 20 Minuten, wo man sagt, die hätten wir einfach wegschneiden können, sondern es ist durchgehend Spannung. Es kommt Voldemort, es kommt die Kuppel, die greifen an, es ist wieder eine kleine Pause, Voldemort zieht sie zurück in den Wald und es ist immer durchgehend Spannung. Klar, am Ende ist es dann nachher mit dem Kampf im Schloss, muss ich sagen, es kommt ein bisschen komisch rüber, weil es nicht wirklich so Einblicke gibt. Es ist nur dieser eine Kampf zwischen der Mutter von Ginny Weasley und Bellatrix Lestrange, aber man kann nicht wirklich reinkommen in diesen Film, also in diese Szene, weil es einfach zu kurz ist. Es ist, keine Ahnung, 1 Minute Szene und dann ist es schon wieder was ganz, ganz anderes. Deswegen überblendet man das einfach. Finde ich gleich schade, weil das eigentlich ein ziemlich guter Teil ist, weil Bellatrix Lestrange schon so viele ermordet hat von Harry Potter, seiner Truppe. Und ja, ich kann euch sagen, kauft euch diesen Film. Ich werde auf jeden Fall den Blu-ray-Link und den DVD-Link unten in die Infobox reinstellen, dass ihr euch den kaufen könnt. Also wenn ihr den noch nicht gesehen habt, dann habt ihr echt was verpasst. Also Harry Potter, klar, also ich fand alle Teile, ich bin der Harry Potter-Fan, ganz bekannter Harry Potter-Fan. Da ist klar, dass ich die Filme mag, aber ich kann auch wirklich eigentlich so weitergeben. Also gerade letzte, was da alles technisch gemacht wurde, überhaupt, dass man so ein Schloss hat und das alles Mögliche, dass man so das hinkriegt, mit den Zaubern alles drum, das ist eine sehr, sehr große Leistung, kann ich nur so sagen. Und darum kann ich euch nur ins Herz legen. Guckt euch diesen Film an, auf Blu-ray und auf DVD werde ich euch die Links unten reinpacken. Ich kann nur sagen, ist ein geiler Film, beziehungsweise ist eigentlich die ganze Trilogie oder die ganzen Teile sind geil. Aber gerade der letzte, der ist natürlich der beste und wie soll es anders sein. Ich hoffe, die Kritik hat euch gefallen. Lasst einen Daumen hoch da. Wenn sie euch gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen. Wenn ihr irgendwelche Trailer-Wünsche oder auch DVD-Wünsche habt, schreibt es gerne unten in die Infobox, würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns morgen wieder zu einem neuen Trailer-Check von mir für euch. Und bis dahin, schönen Abend, schönen Morgen, schöne gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.